Allmann-Memes. Ich hoffe, es wird nice. Yalla, Abfahrt, rein in diese Masse. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca deutsche Memes zukommen lassen. Das heißt, ich schaue mir gleich hier deutsche Videos an und im Optimalfall bleibt keiner liegen. Das natürlich auch. Und im Optimalfall lache ich nicht. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, wir Okay, dann probieren wir jetzt mal nicht zu lachen. Wir probieren wirklich nicht zu lachen. Nein, ich probiere es nicht. Ich gönne mir einfach das Video, scheiß drauf. fangen direkt an mit dem ersten Video. Let's go. Nicht so viele Amokläufer rumlaufen, ne? Also für meinen Sohn, bei mir gibt's das nicht. Der soll also Mario spielen, was weiß ich, Sonic, aber nicht sowas. Call of Duty oder sowas. Call of Duty, Modern in the War. 187. Für immer. Ganz kurz noch an alle Mütter da draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mütter mir zuschauen. Die 187-Jokes sind nicht so meine. Und ich hoffe, es ist die eine oder andere Mutter dabei. Vielleicht auch die Mutter von der Nati, weiß es nicht. Was? Egal, welcher Ego-Shooter euer Kind spielen sollte, nichts ist so schlimm wie FIFA. Hey! Meine! Du scheiß Nick! Bruder, ich muss mich übelst festhalten. Das geht hier gerade alles viel zu schnell. Keine Gnade, keine Rücksicht. Wenn eine gerade die X-Achse schneidet, was wisst ihr dann? Der ist wirklich auch, ey Chat, der ist wirklich auch absolute Legende. Sagen wir mal ehrlich, irgendwie besser als Simple Club. Simple Club ist immer so zu fest so. Moin, moin, meine Freunde, habt ihr heute wieder mal einen Apfel gegessen, ja, genau, so dann ungefähr, oh shit, ja moin, nein, jetzt habe ich etwas gedrückt. Mein Mikrofon, absolut lost. Daniel Jung, absoluter Ehrenmann, Minimatura, habe ich wegen Daniel Jung. Was wisst ihr dann? Ihr wisst dann, dass der Y-Wert 0 ist, egal welche Funktion ich einzahle. Ja. Sagen Sie es nicht! Wie viele? Sagen Sie es nicht! Sag ich! Köftespieß. So, der raus. Was war mit die Lara? Und können wir Der hat nicht gezogen. Der hat wirklich nicht gezogen. Keine Ahnung. ganz kurz mal festhalten, ne, dass wir alle echt dankbar sind, dass die Köftespieß-Zeiten endlich vorbei sind. Egal wo ich war, Köftespieß, ich konnte nicht mehr. Köftespieß. Ich bin ein Köftespieß. Oh ne, das kenne ich nicht, Das ist doch Prinz Markus, oder? Du bist so geil einfach. Okay. Was wäre jetzt, wenn jemand sie anfassen würde und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid zusammen, jemand fässt sie an, was würde passieren? Alter, ich war auf meiner Mutter, ich hätte den in die Interschiffsstation geschickt. Was? Ich hab dich verstanden, Dicker. Interschiffsstation, Bruder. Jungs, seid ihr alle bereit? Opferfest? Bitte, kleine Spende, bitte. Bitte, kleine Spende. Bitte. 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 Wo soll ich da anfangen? Erstmal keine Grüße an Minz Parkus. Ich weiß nicht, ob jemand schon Minz gesagt hat, dass man unter Drogeneinfluss vielleicht nicht fahren sollte. Der gute alte Minz Parkus, oder? Und bei Kevin kann ich nur das sagen, was jeder auf der Straße sagt. Kevin, lösch dich. Gerade Drogendealen finde ich sehr, sehr nice. Wenn dein Weizenglas 140 drückt. Du kannst jetzt drücken hoch. Drücken hoch, drücken hoch. Ach. Jetzt gib ihm! Gib ihm! Komm nicht nach. Und er kommt auch nicht raus. Ich verstehe absolut nichts. Ich verstehe nichts. Unge checken es auch nicht. Ich checke es auch nicht. Als Sascha oben mir checkt es anscheinend. Ich weiß auch nicht. Ich komme nicht nach. Ja! Krank! Die Mitte ist Max eigentlich, oder? Wer ist Max? Mach die Augen zu! Du machst jetzt die Augen. Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt, ich schwöre es dir. Mach die Augen zu. Okay, mache. Mach die Augen auf. Oh. Sehr gut. Das ist ein Schnitzel. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, 3 Wochen oder so in Albanistan warst oder so. Keine Ahnung. Flexion. Flexion. I walk around like that. Gesundheit. Simon Unge hatte keine Ahnung, was da passiert, aber die 140 vom Weizenglas, muss ich schon sagen, ist wirklich zu wild. Monte? Und
dann... Yay! So, Montega. Yay! Ja, komm, lassen wir es sein. An der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls heute der ein oder andere Clip dabei war, wo ihr dachtet, Mashallah, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Stellt euch jetzt mal kurz vor, ihr sitzt im Auto und ich komme neben euch angerollt. Überlegt kurz, ob ihr mich ernst nehmen könntet. Was geht ab, Digga? Ich muss sagen, der Endclip, der ist gut gewesen, aber der Rest vom Video heute, Try Not to Love, also so nice habe ich es heute nicht gefunden. Also hat auch schon bessere Folgen gegeben, sage ich jetzt mal, aber trotzdem natürlich sympathisches Video. Man kann sich auf jeden Fall mit dem Video unterhalten. Ein paar Sekunden später. Let's go! FBI Open Up, Teil 1, YouTube-Kacke, Teil 2 ziehen wir uns dann auch noch gerade ein. Let's go! Willkommen zu einem neuen Podcast. Da fängst du schon an. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum bin ich hier? Ja gut, dann gehe ich jetzt einfach nach Hause. Ich weiß noch, wann wir uns kennengelernt haben. Im Chiba. Es ist einfach falsch, das ist nicht so. Ihr seid vor mein Haus gefahren. Falsch. Das ist einfach falsch. Echt? Nee. Ich malträtiere Nico und dich. Also Was hast du gesagt? malträtiert. Wir kommen immer noch nicht auf einen Nenner. Nee, ich komm nüchtern ganz gut mit mir zurecht, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja auch noch ein Gastgeschenk. So, ich trinke auch nicht so viel Alkohol, ehrlich gesagt. Ja, Alkohol habe ich ja reduziert, habe ich ja schon gesagt. Bro, pass auf. Lutsch schnell. Oh Mann. Die Soundeffekte so mit dem... Aber eins kann man vorweg sagen, du bist echt so, also dumm einfach. Ich drehe mal den Leitfaden um. Vincent hat gerade gesagt, was ihn interessiert ist, wie du genötigt worden bist, YouTuber zu werden. Also, ich meine... Ah, so! Ich liebe es bei YouTube-Kacke, wenn die Antwort einfach nur so irgendetwas ist. Also, on point natürlich auch, der schneidet, der steht auch geil. Also so war es prinzipiell, also so. von ganz vorne anzufangen. Erzähl! Ja. Ja? Mit wem warst du da immer? Mit, und dann, ich auf einmal so... Ja? Und dann haben... Es hat einfach nichts gesehen! Null Inhalt, nichts! Mir gesagt, so, ja komm. Ja, interessant, Alter. Interessant. Auf jeden Fall, sowas macht dann für Kleinigkeiten on point, also Dave. Und, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, auf jeden Fall. Sonst die Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so krass. Ich nenne es mal die Sorte unseriöse Business Coaches, die jetzt zum Beispiel ihren Erfolg und ihre Kompetenz dadurch legitimieren, was Karl S. zum Beispiel auf Mount Everest sie vermeintlich alles haben, drehen dann ein Video und sagen, hey, Jedes halbe Jahr einen neuen Wagen. schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld. 11.200 € auf 40.000 Aufrufe. Schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld, zeigen aufs Auto. 15.000 Euro und jetzt ein Fahrrad, Digga. in einem Monat. Allein diese Wo eine die ins Tür, Feuer reingefallen ist, das hat mich komplett gefickt. Ich fand das so witzig. wenn ich mir eine Meinung einhole, dann hole ich mir eine Meinung ein, weil niemand ist dumm, der einen Fehler macht. Nur derjenige ist halt dumm, der einen Fehler macht. Wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransplantation ausgegeben zu haben? Ich habe es kostenlos bekommen. Marketing. Schade, dass du bei der 2 Millionen Feier nicht bei mir daheim warst. Das war echt witzig. Ich habe dich eingeladen, aber du kamst nicht. Hello, darkness, my old friend. Ja, das ist schon so wild. Ich sag auch nichts mehr. Digga, das war teilweise so Cancer, Alter, mit diesem komischen Kackrauschen, was da war. Das war so witzig. Dieses Rauschen, ich habe noch eine Sache, die ist jetzt vielleicht ein bisschen private, aber da sagst du einfach nein, wenn wir nicht drüber reden. Nee. Nein? Ja, nee. Ich behandle Leute so, wie ich selber behandelt werden möchte am liebsten. Ja. Fickt euch. Ich stand ja auf die eine, ich fand die unnormal geil, war mit der da und die andere war da, du bist dazugekommen. Und du hast mit der kleineren hast du geredet und die war auch ziemlich geil. Ja. Shit. Okay, was ging jetzt? Oh mein Gott, Alter.
Ich weiß nicht, ob man es in meinen Augen gesehen hat, aber ey, ich bin gerade so erschrocken von dem Klopfen. Ich weiß nicht, wenn ich das so auf die Ohren höre, also wenn ihr jetzt, tut das mal, jetzt so auf die Ohren, mit Kopfhörer, dies, das, ich bin so erschrocken, hey, dass das irgendwie bei mir hier hingeklopft hätte. Oh mein Gott, warte mal, muss ich nochmal schnell, warte. Shit. Ey, es ist what the fuck? Das ist so dieses andere 5D hören. Ich bin wirklich so erschrocken. Wenn ihr mit Kopfhörer da seid, seid ihr alle erschrocken. 100 Pro. Okay, was ging jetzt? Also das sind Fanboys von dir. Ja, was geht, Jungs? Alles klar bei euch? Bei mir auch, danke. Grüße an die Jungs, aber ich bin mir sicher, die kommen nochmal. So, und das Witzige ist, das ist jetzt aber deine Freundin. Ja, genau. Das feiere ich unnormal. Ja. Und ist wie so ein Kind auch ein bisschen so. Ja. Digga. Was ist los? Der zweite Teil, das ziehen wir uns doch gerade ein. Der zweite Teil, der kommt vom hungrigen Hugo. Das ziehen wir uns direkt auch gerade ein. Zieh Schuhe aus, wenn du willst, ne? Wenn dich das abfuckt. Ja. Freunde, wir machen jetzt Haterfragen. Du hast keine Freunde. Okay. Frage Nummer 1. Pupst Sascha und welche Socken trägt er gerne? Gar keine. Ist Tim Gabe wirklich so ein komischer Retard und so autistisch? Ja, 100%. Bei Tim kickt 20 Mal rein, fick dich. Guck. Ich habe meine Eltern im sehr frühen Alter beim Sex erwischt. Ah. 5-mal die Woche. Und ich war alleine mit der Kamera im Raum und habe davon Videos gemacht und bei YouTube hochgeladen. Ich musste alle offline nehmen, weil ich hätte für die alle noch im Nachhinein einen Strike kassiert. Kann das irgendjemand... Ja, sie der Reuter hat er verwünscht, macht einfach mal ein YouTube-Video. Eine ganz richtige Plattform, aber ja. Die uploaden? Ja. Knossi. Der hat sich die Palme dazu gewählt. Sascha, du hast mich privat gefragt. Wir haben die Hater-Fragen hier fertig. Was mich interessiert ist, ich würde sagen... Okay, ich würde sagen... Monte? Moin, wie geht's dir? Wer bist du? Ich glaube, das ist einfach nur Marcel in Boxershort und Tanktop. Nein, das Monte in Tanktop und Boxershorts. Also wirklich, Maschallah, einfach der wirklich allerhübscheste. Ich glaube, Monte sieht auch so aus, von der Statur und so. Ist wirklich Monte. Monte bringt Sachen, die sind so unangebracht. Ja, dann scheiß drauf, weißt du, wie ich meine? Dann macht das Ding da alleine und gut ist. So lost, Alter. Was ist los? Ja, schauen und reingehauen. Wir waren gerade stehen geblieben bei Drugs. Ich habe auch mit Papa Platte neulich drüber geredet. Der kann sich löschen. Wie sieht's aus mit Alkohol? Habe ich ja reduziert. Trinke jetzt nur noch so 5-mal die Woche. Fühl ich. Also ich habe viel so mich auf den Weg begeben mit diesen Drogen. Jetzt frage ich mich, was für ein Verhältnis hast du zu diesen religiösen, spirituellen Themen? Hast du dann auch Gott mal zu spüren bekommen? Auf der Brust. Ah. Bist du gläubig? Ja. Ich würde Allah schon gerne tatsächlich sehen, will fühlen, ich würde ihn spüren. Auch ein bisschen auf der Brust. No. Du bist extrem ordentlich. Aber Karl S. zum Beispiel ist schon so unordentlich, dass mich irritiert. Sehr stark. Und ich glaube, dich würde es noch krasser abfucken. Wer Leute nach hinten an? Oh ne. Mir reicht's, okay? Okay. Digga, Tim. Nico, Digga. Digga, WTF. Nani? Ich bin erfolgreich im Show, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld. Ich stehe auf Luxus und ich habe Geld. Verstehst du, was ich meine? Okay, ja, ich verstehe. Yo, Tim, du Pseudoprofessor. Ich bin Millionär, du insolvent. Du würdest sagen, wie viele Panikattacken hattest du? Ich weiß nicht, was dann wirklich Panikattacken war, was nur so eine 10 ist. Wir werden nicht warm. Sättige Momente bei YouTube-Kacke. Ich liebe es, wenn sie es einfach so in etwas anderes machen, so auf ASMR angelehnt, so. Das könnte morgen an YouTube-Kacke drin, Bub.
Wir machen jetzt Deckel drauf. Ich würde sagen, ein Schlusswort in diesem ganzen... Ich Wir sehen glaube... uns. Ja, wirklich ein sehr, sehr geiles Video. Sehr, sehr geile YouTube-Kacken, die wir uns da eingezogen haben. Wirklich nice, nice, nice. Sascha ist barfuß. Teil 2 von diesen YouTube-Kacken. Sehr, sehr cool. Checkt die auf jeden Fall aus.